Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufpelzig. Und ich finde, unseren Edwin sieht aus, als könnte er mal dringendste Heilung gebrauchen. Deswegen verwöhne mal unseren Zauberer noch ein bisschen. Gerade mal checken, ob ich in der letzten Episode ja wirklich alles ausgerahmt habe. Jupp, ich glaube, die habe ich erleichtert, schon mir Gegenstände. Okay, jetzt haben wir das Horn. Und jetzt wollen wir mal hier rauskommen. Zum Schiff vom Piratenfürst, das sollten wir gehen. Und da steht aber nirgendwo einer rum. Ich bin dabei. Ist er doch vielleicht irgendwo in der Nähe, der Herr Havarian? Ah, das könnte das sein, oder? Ja, Seemon Havarian. Hier seid ihr ja. Habt ihr das Horn des Meertores gesichert? Ich möchte nur noch fort von dieser verdammten Insel. Und als wieder, ich denke, ich wäre so ein Portal ohne Heimversucher. Nee, das ist, das ist langweilig. Wenn ich das mache, das wird uns ein sehr schönes Gebiet nicht einbringen. Deswegen, ja, ich habe es Horn beschafft. Hier ist es. Das ist wirklich sehr gut. Ich habe die Männer an Bord davon überzeugt, dass sie mich begleiten sollten. Sie werden das Schiff startklar machen. Na, wenn du das sagst. Was ich sagen will, ist, dass der Piratenfürst nicht rechtzeitig ankommen wird, um uns aufzuhalten. Das meint ich. Unmissverständlich. Na, Beeilung, wir müssen weg. Semen Havarien. Das sieht nicht so aus, als wären wir hier sicher. Oh, Verdammnis. Ich bin unter Deck und kümmere mich um irgendwas. Ah, was ein glatter Aal. Ihr bleiben da, wo ihr seid, Havarian. Desmal seid ihr zu weit Wenn gegangen. ich euch in irgendeiner Form beleidigt habe, so tut's mir schrecklich leid. Ich war mir einer Beleidigung nicht bewusst. Ja, genau. Euer schöne Worte sind nämlich verschwendet, Kanaille. Sowas wie euch habe ich schon ein Dutzend Mal gesehen und alle Zeitliche gesegnet. Ich bin der Fürst von der Insel und trotzdem habt ihr ständig mal Autorität untergraben. Ihr habt Lüge verbreitet, mich zum Hahnrei gemacht und jetzt auch noch mein Schiff beschädigt. Bringt den Schurke um, der Scharik. Sein Mund wird nix als Lüge ausspeien. Ah ja, Gosch ist auch nicht besser. Wie soll ich mal so einen Steuern aufgesetzt haben, als dadurch, dass er euch wieder Gesellschaft geleistet hat? Aber der Scharik, Liebster, ihr kennt meine Gefühle für euch. Madame, ihr seid der Toben die Kanalrad. Ups, nicht so gut. Ihr habt mich an den Rand des Wahnsinns getrieben, Semen Havarien. Und nun werde ich es euch heimzahlen. Herr, ihr müsst mir glauben, dass ich vollkommen sicher bin, wenn ich nur sag, Abdel Adrian, schnappen Sie euch! Eier Lakaie, wenn ich nicht rette. Ja, na toll, jetzt haben wir 4 Piraten und der Scharik. Ich würde sagen, wir stürzen uns alle auf den. Bis auf Corky. Ah, nee. Okay. Nur der Hansel da als Schiffwache da vorne dran mischt sich noch ein bisschen ein. Und irgendwie scheint es auf meinen armen Magier abgesehen zu haben. Also erstmal den abmurkser. Aber, sorry, ich kann jetzt einfach nicht widerstehen. Joink, die Alt kriegt auf jeden Fall auch noch ihr Zeug geklaut. Die anderen haben alle nichts dabei. Das werdet ihr bereuen. Nur gammliche Waffe. Ihr habt beinahe recht, der Scharik. Auf den Weg. Wir setzen sofort die Segel. Was euch betrifft, Abdel Adrian, ich weiß, dass ihr keiner von meiner Handlanger seid und ich euch nicht derart befehlen sollt. Genauso wie ich es nicht aufgeben möchte, habe ich das Schwert zu lang besessen. Es ist euer, um unsere Freundschaft zu festigen. Bezahlung für eine gut geschlagene Schlacht, für viele weitere bevorstehende Schlachter. Also sehr wie der uns das Schwert aufdrängen will. Wenn ihr wollt, aber Gold wäre mir lieber. Usin, es ist eine gute Waffe und ihr habt sie mehr als verdient. Ich gestatte keine andere Antwort als ja. Lassen uns ablegen und fahren. Wir sind frei. Und der Piratenfürst, der Scharik hat Die auch See überlebt. ist ruhig. Doch die Stimmung auf der Reise ist dennoch angespannt. Und Seemon verbringt einen Großteil seiner Zeit unter Deck. Er benimmt sich, als erwarte er eine schreckliche Tragödie, deren Auswirkungen er nur entgehen könne, indem er euch meidet wie die Pest. Doch der Kurs, den er segelt, ist präzise. Und eigentlich solltet ihr das Festland in wenigen Tagen erreichen. Am Morgen des 4. Tages jedoch entdeckt ihr ein Segel am östlichen Horizont. Und sichtlich erschüttert
befiehlt Sämon, den Kurs zu ändern. Doch der Wind ist gegen ihn. Und das andere Schiff nähert sich erstaunlich schnell und konstant. Sämon wird immer nervöser. Mit Recht. Denn das andere Schiff sieht merkwürdig aus. Und ihr hättet schwören können, dass es nicht einmal das Wasser berührt. Schließlich geht es längsseits. Und ihr erblickt eine Mannschaft, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Sämon erteilt allen den Befehl, zu den Waffen zu greifen. Das sind ja schon mal hervorragende Voraussetzungen. Alles klar, Männer. Bereitet euch darauf vor, geentert zu werden. Alle Waffen bereit. Keine Sorge, Abdel Adrian. Ich bin sicher, es wird überhaupt keinen Ärger geben. Ja, leer schon wie das Schiff aussieht und das sind Githyanki, die hier von Bord kommen. Ich gebe auf, ich kann nicht mehr weitermachen. Es macht keinen Sinn, ich muss sterben. Ja, so erstmal 4 Leute zur Sicherheit umgebracht. Nicht schlecht. Die machen es gründlich. Macht euch bereit. Ich weiß nicht, wer diese ungehobelten Piraten sind. Vielleicht der Sheriks Männer? Also die Githyanki sind auf jeden Fall ein sehr starkes, psi-begabtes Volk. Das sind äußerst mächtige Kinetiker und sind Ebenenreisende, könnte man sagen. Die reisen zu diverse Ebenen und sind sowas wie die Pfadfinder des Multiversums, könnte man sagen. Also die reisen auch durch diverse Ebenen. Und ihr große Feinde und Widersacher sind die Illithide, die Gedankenschinder, weil die ebenfalls so sehr mächtiges Psi-Volk sind. Ihr habt das Relikt der Heiligen. Die Githyanki fordern es zurück. Verzeihung. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Sprecht klarer, vielleicht verstehe ich's dann. Versteht? Wir sehen alle, was ihr tut, Sämon Havarian. Ihr seid eingedrungen und habt genommen, was nicht euer war. Bitte, der Name wird mit mehr Schwung und viel weniger Speichel ausgesprochen. Euer Name wird mit Schwertern gesprochen, statt mit Zungen. Ihr nahmt die Reliquie der Heiligen. Wir werden tun, was wir tun müssen. Ja, wer wird dumm genug, die Githyanki zu bestehlen? Das ist, was ihr seid? Wenn es das ist, was ihr seid? Und von der Githyanki kommt ja auch unseren Flegel der Zeitalter, den wir haben. Ich beteuere mal Unschuld und fordere euch auf, mich zu durchsuchen, damit ich es beweisen kann. Zog alles an Bord ab, wenn ihr wollt. Das ist die Absicht. Innen und außen. Ich will aber nicht, dass jemand meinen Besitz durchwühlt. Ihr werdet mir in der Angelegenheit jetzt vertrauen müssen, Abdel Adrian. Ich werde für alle Betroffene sorgen. Suchen weiter, Captain. Ihr werdet so Dinge nicht an mir finden. Allerdings weiß ich nicht, was mit den Rüpeln hier an Deck ist. Ich mag ihren Blick nicht. Gucken Sie euch mal gründlich an. Alter, was ein Scheißkerl. Sämon? Kümmere mich gerade um die Betroffenen. Um mich nämlich. Entschuldigung, Abdel Adrian. Das Schwert der Githyanki, das den Githyanki gehört, ist an Bord. Unsere Erkenntniszauber lügen nicht. Alle werden für diese Beleidigung sterben. Ja, magisch begabt sind sie natürlich auch durch das Ebenenreiser. Das ist ja logisch. Aber ihr könnt so die wahre Diebe festnehmen. Nimm die ganze Mannschaft, wenn es sein muss. Es müssen Exempel statuiert werden. Niemand darf wieder ein solches Verbrechen wagen. Vernichtet sie alle. Das ist kein guter 10-Tag. Nee, nicht wirklich. Erstmal der Githyanki Hauptmann abmurkser. Das Schiff erzittert und es gibt ein Ächzen von sich, das so klingt, als würde es gleich auseinanderbrechen. Also komm, wenigstens den Hauptmann können wir noch mitnehmen. Ups. Boah, gut. Bereit mal das Schiff zu verlassen, Wassereinbruch! Shaoqin, komm an Bord, das Schiff ist verdammt, werft euch ins Wasser! Das ist mein Stichwort zum Gier. Leb wohl, Abdel Adrian, viel Glück! Ja, der zieht sich mit dem Dimensionstor weg, der Kerl. Und die Shaoqin, die sind auch als Meeresteufel bekannt. Das sind, das sind Unterwasserbewohner, die große Haigott anbeten. Ja, das Sämon Havarian hat sich verdrückt. Können wir jetzt mal endlich bitte diesen Githyanki-Hauptmann killen? Nö, anscheinend nicht. Okay. Das Gebiet hätten wir sonst Das verlassen. Deck
neigt sich scharf zur Seite. Und plötzlich ist der Kampf die geringste eurer Sorgen. Das gesamte Schiff kentert rasend schnell, als die Ladung unter Deck mit einem Schlag verrutscht. Ihr habt nicht die geringste Chance, ein Rettungsboot klarzumachen, und ihr werdet über Bord geschleudert. Gegen eine starke Strömung, die euch unter Wasser zerrt, kämpft ihr um einen letzten Atemzug in euren Lungen. Der Sog wird übermächtig und der Druck steigt, während ihr immer tiefer sinkt. Ihr fragt euch, ob es wirklich das Letzte war, das ihr im Leben gesehen habt. Dieser ergreifende Anblick, wie Sämon Havarian mit irgendwelchen magischen Tricks verschwand, um sein eigenes Leben zu retten. Wie immer. Ja, man hätte ja damit rechnen müssen, dass sowas passiert. Und das wäre scheiße, wenn das Letzte See, was man vom Ersaufen sieht. Ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt durch das Portal gegangen wären, hätten wir das Gebiet, was jetzt kommt, übersprungen. Und das wäre sehr schlecht gewesen, weil das ein sehr interessantes Gebiet ist, wie ich finde. Tarislisa Suri. Civilis Irusila. Alter, Babbelmo pellt sich mit mir. Vosuril was, ila jura schwer, merdema schwurbazia sharai. Shere, Hohepriesterin des Königs Senitilie. Ich kenne die Wesen aus dem Unerreich. Shaogin, Hai-Menschen. Meine Heimatstadt hat jedoch nicht viel Kontakt mit ihnen gehabt, deswegen verstehe ich ihr Spruch nicht. Esori net Riliaren Azog verlatjes. Was men Jarlu Siasru muss Riliaren Azog. Es müsste der Zauber Zungen sein. Wird leider nicht angezeigt. Aber das müsste die Fähigkeit Zungen sein, dass man halt eben alle Sprachen der Welt verstehen kann. Kannst mich jetzt verstehen, hohe Priesterin. Es muss in der Lage sein, mich zu verstehen, der König wart. Ich habe euch schon beim ersten Mal gut verstanden, Ferlatis. Und ja, ich habe Sekula, das ist der große Haigott, der Vater Hai wird er genannt, angerufen, auf dass es das Wesen die Fähigkeit verleiht, unser Spruch zu verstehen. Und Sekula, das ist ein Dämonenhai, der im Abyss, das ist eine über 300 Ebenen große Tiefentrichter, könnte man sagen, in dem alle möglichen Dämonen leben und so auch die bösartige Götter. Und Sekula hat dort eine eigene Ebene für sich, so eine Wasserebene. So wie Lolth, die Drow-Göttin, die hat dort die sogenannte Spinnengrube im Abyss. Dort sind alle möglichen dämonische Spinne drinne, oder beziehungsweise im Original Dryder genannt. Das ist halb Drow, halb Spinne, beziehungsweise half Drow, half Spider. Deswegen hießen die drinne, beziehungsweise Dryder. Und ja, Lolth hat dort auf jeden Fall auch ihre Ebene als böse Gottheit der Drow und der Spinne. Und ich glaube, Intrige und Gift hat sie auch noch als Domäne. Also, es versteht, hohe Priesterin. Ist es gefährlich für uns, wenn wir gezwungen sind, es zu ergreifen? Die Wesen von der Oberfläche haben die verschiedensten Bräuche und Eigenarten Ferlatiers, aber die sind ziemlich intelligent. Ich bin mir sicher, dass ihr auch direkt mit ihnen sprechen könnt. Entschuldigt bitte, Hauptmann Ferlatiers erfüllt seine Aufgabe als Beschützer vom Tempel unseres Vaters Hai. Unseres Vater Hai. Ganz ausgezeichnet, aber hat nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Ich bin sicher, dass das noch eure erschütternde Erfahrung ein weiterer Schock sein muss. Ihr müsst euch stähler, ihr weiche Wesen, denn euer Reis findet einfacher wäre. Hohe Priesterin, wir müssen das Wesen aus der Oberwelt zum König bringen, er befiehlt's. Alles zu seiner Zeit, Ferlatis. Gestattet's ihnen, sich zu fangen und herauszufinden, warum wir sie hergebracht haben. Andernfalls wären sie vielleicht noch gewalttätig. Nee, das darf nicht zugelassen werden. In der Tat, Sekula hat uns die hier angekündigt und deswegen sollte man sie nicht wie Gefangene behandeln, die was Festmahl vorgesehen sind. Sorgen wir stattdessen davor, dass sie sich wie Gäste fühlen. Ich möchte mich auch euch vorstellen. Ich bin Senitjeli, königliche Hohepriesterin Sekulas, und ihr befindet euch in der Stadt der Höhle, einer von der ältesten Städte der Shaogin. Ihr habt außerordentliches Glück auf Wasserwesen. Kreaturen, die in der Sonne beschienene Welt gefangen genommen wären, enden normalerweise auf unserem Speiseplan. Desmal ist es aber anders. Sekula hat euer Kummer in einer uralten Prophezeiung angekündigt und ich habe auf magischem Weg herausgefunden, dass ihr diejenige seid, von der der Hai-Vater spricht. Überall, wo wir hingehen, scheint euch das zu passieren, Abdel Adrian. Tja,
Prima, aber wenn wir in der Nähe von einem Pott oder einer Kajüte kommen, fange ich an, mal Axt zu schwingen, lassen euch gewarnt sei. Der höchst ehrenwerte König Ixeltetokal verlangt die Wese der Prophezeiung möglichst rasch zu sprechen, aber es gibt noch genug Zeit, um Frohre zu stellen. Was für Art von Wese seid ihr? Euer Art hat viele Namen für uns, denke ich. Ihr nennt uns die Meeresteufel und die Anguilians, obwohl ich glaube, dass das Wort, das die Meermenschen verwenden, am verbreitetsten ist. Schaugin. Wir sind's, die die Küste überfallen, und wir sind die perfekte Jäger, seltsamer Mann der Oberfläche. Wir erfreuen den Vater Hai mit unserer Rücksichtslosigkeit und unserer Verschlagenheit. Wie ihr schon gesagt habt, ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid, und es stößt uns bitter auf, dass wir uns lauter Prophezeiungen über Wasserwesen wenden müssen, um Unterstützung zu finden. Was ist denn das für so Prophezeiung? Ah ja, die Prophezeiung. Sekula hat der Stadt der Höhle vor langer Zeit einen Besuch abgestattet. Alle erhoben ihr Arme voll Freude, als das Lied vom großen Hai unser Herz erfüllt hat. Sekula kündete von einer Zeit, in der es die Stadt der Höhle nämlich geben wird. Er hat von Zeichen gesprochen, die Ankunft von eurer Wasserbewohner in der Tiefe ankündigen würden. Sekula hat davon gesprochen, dass die Oberflächebewohner alles wären, was sich zwischen die Stadt der Höhle und die Zerstörung stellen wird. Er riet uns, gut auf sie zu achten. Wir Schaugin, wie er uns nennt, haben uns von unseren Tempeln in der Stadt aus beobachtet und gewahrt. Die Zeichen sind eingetreten, seltsamer Mann aus der Oberfläche, und jetzt seid ihr hier. Ihr seid Kummer, und die Stadt der Höhle steht tatsächlich am Rand vom Abgrund. Ihr werdet uns retten, wie Sekulas prophezeit hat. Höchst heilige Senitjili, der Erhabenste, wird nicht länger warten. Wir müssen das Wesen aus der Oberwelt schnell zu ihm bringen, sonst werden wir bestraft. Der höchst ehrenwerte Ixeltetokal wird uns nicht bestrafen, teuerster Verlaktis. Aber wir müssen uns dummeln, bevor Tlisixos, der König, während meiner Abwesenheit von ihrer Sicht der Dinge überzeugt. So seltsamer Mann aus der Oberfläche. Ich habe euch von der Prophezeiung und von der Rolle, die ihr dabei spielt, erzählt. Seid ihr bereit, der Schaugin-König zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren? Oder werdet ihr euch zur Wehr setzen? Ich bin schon nicht bereit, eine böse Rasse wie eure zu retten. Ihr werdet mich freilassen oder durch mein Kling sterben. Ja komm, ich gehe freiwillig mit, zumindest vorläufig. Gut, Hauptmann Ferlatiers, wir gehen jetzt zum königlichen Räume. Ihr geht voraus. Sofort, höchst heilig. Wir werden euch die Ausrüstung von einem gesunkenen Schiff mitbringen. Wenn sie den Test bestehen, dürfen sie davor haben, was sie wollen. Okay. Wir sind hier, o ehrenwerter Ixeltetokal, und erwarten eure Befehle. Und das? Das sind also die seltsamen Kreaturen der Oberwelt? Das sind also die, behauptet ihr, die uns der mächtige Sekula versprochen hat? Das sind so höchst ehrenwerter. Der Anführer von ihnen ist das, was sie offenbar als Halbling bezeichnen. Das ist doch wirklich so komisch. Sie hängen Schuppe und wie klein verkümmert ihr Zäh sind. Ihr müsst's umbringen, Erhabenster. Sie hätten nicht am Leben bleiben dürfen. Ihr müsst sie töten, Opfer zum Vater Hai. Das erzählt ihr mir immer wieder Baron Telokassiel. Soll mal Geschenk von Sekula abweisen, was Männer dann? Die Kreaturen der Oberwelt wurden nicht von Sekula geschickt, höchst löblicher Ixeltetokal. Es sind nicht jene, von denen in Vater Hais Prophezeiung die Rede ist. Das ist diese andere Priesterin. Es sind nicht mehr als unaufrichtige Biester, die uns in den Schoß gefallen sind. Wir sollten sie opfern und uns an ihrem Fleisch labern. Oh. Nee, höchst ehrenwerter Ixeltetokal, die Zeichen waren eindeutig. Alles hat sich so zugetragen, wie es Sekula prophezeit hat. Nicht alle Zeichen sind eingetreten, Senitili. Ich sehe nicht, was ich sehen will. Tlixias. Ich sehe nur, was mir Sekula gezeigt hat, und das sind die Retter der Stadt der Höhle. Also, wie eine Meinungsverschiedenheit oder was? Die hohe Priesterin und Gemahlin von meinem Baron Telokiasil fichte Glaube meiner eigene hohe Priesterin, ja? Ja, höchst löblicher. Jawohl, es ist so, wie wir es versucht haben zu sagen, Ixeltetokal. Die Wesen sind nicht mehr wert als Speisekrebse, sie sind für den Verzehr gedacht und sonst nix. Wenn diese widerliche Kreaturen noch ever darüber verlieren, wie sie uns umbringen und sie an unserem Fleisch ergötzen wollen, dann lasse ich sie den Zorn des Helms spüren, das schwöre ich.
Nee, Ixil-Tetokal, hört nicht auf sie. Ich schwöre, sie wurden von Säkula geschickt. Wenn ihr sie zurückweist, ihr beantwortet ihr die Stadt der Höhle der Zerstörung. Oh, ich werde drüber richtig guter vor allem. Okay, das ist ein Mann, oder was? Gute Sentjili. Oh ja, das wäre ich. Was meint denn ihr, Halbling? Ja, ihr. Haltet ihr euch von mir wert als ein Krebs? Hm? Glaubt ihr, dass ihr derjenige seid, von dem die Prophezeiung spricht? Nö, ich würde euch eher aufschlitzen, bevor ich euch helfe. Ich weiß nicht. Ihr wisst nicht, ob ihr wer seid als ein Krebs. Da komme ich ja fast in Versuchung, das mal zu kosten. Aber naja, der oder andere tolle Halbling kommt in vielleicht mal irgendwann gelegen. Ich gehe nicht davon aus, dass eine bevorzugte Priesterin ihre Meinung ändern wird. Ihren Standpunkt in dem Schiedsverfahren vielleicht aufgibt? Mit Sicherheit nicht. Nee, höchst ehrenwerter Ixil-Tetokal. Das habe ich ja nicht erwartet. So sei es denn. Wir werden die Gelegenheit mit einer Herausforderung entscheiden. Allerdings nicht mit einer Auseinandersetzung zwischen unserer beiden liebe Priesterinnen. Das wird das Problem nicht beilegen. Wir wollen mal gucken, ob die Oberweltbiester wirklich die sind, von denen Vater Hai gesprochen hat, ja? Ich werde Ihnen also anbieten, ihr Kraft zu beweisen. Aller Halbling, wenn er die Herausforderung annehme, wenn er gegen eine von mir ausgewählte Kreatur kämpfe, ein Sklave aus der Oberwelt, und gucke, ob er überlebt. Mein Kamerad und ich brauchen Ruhe und Heilung. Ein paar von uns sind während dem Schiffsgefecht verletzt worden. Säkula fordert Ausdauer, Stärke und Selbstsicherheit, aber nicht Dummheit. Die Priesterinnen werden euch vor eurem Kampf heile Halbling aus der Oberwelt. Aber Ruhe, wenn er nicht könne. Wir mögen hier keine Zauberkräfte, Halbling, und mir hängt Zeit zu einer Suche. Heilung sollte mir als ausreichend sein. Alle hopp, stimmt dazu, mein leckerer Halbling, oder weigert ihr euch? Ich weigere mich in die Abyss mit euch. Ja, komm, ich stimme zu. Großartig, großartig. Sport für uns alle. Führt sie weg und lasst uns mal sehen, was sie gegen unseren abgedrehte Oberweltsklave ausrichten können. Mal abwarten, was das jetzt für einer ist. Es ist ein Ettin. Ja, es ist tatsächlich ein Ettin. Tada, also ein doppelköpfiger Riese. Deine Zeit ist abgelaufen, Ich mag Freundchen. nicht Kämpfe, ich möchte Ham. Ich zerschmettert Fisch, ich zerschmettert dich. Den haben wir ziemlich schnell, glaube ich, erledigt. So stark sind die jetzt auch nicht. 5000 Erfahrungspunkte, so ein Standardgegner. Ihr seid gar wundersam. Glückwunsch, wundersamer kleiner Halbling. Ihr seid wahrlich eine mächtige Spezies und noch dazu von Säkula geschickt, wenn ich das hinzufügen darf. Nee, haben da Ixil-Tetokal, das könnt ihr nicht ernst meinen. Oh, halt doch die Gosch, Baron. Eine hohe Priesterin hat die Herausforderung verloren, und? Deshalb braucht er hier nicht die ganze Zeit rumzugreinen. Es ist an der Zeit, sie zur Opferung abzuführen. Versuchen nicht in Säkulas Szene hängen zu bleiben, Tlisixis. Ich denk mal, das würde ihm nicht gefallen. Ich verstehe höchstlöblicher Ixil-Tetokal. Und Annie Weniger. Da wird wohl jemand geopfert. Nun, da dieser kleine Disput vorbei ist, können wir uns wieder den wichtigen Dingen widmen. Seid ihr verbittert, Telokassiel? Nee, Herr Hagenstadt, solange wir die Prophezeiung sich mit der Rebelle befassen, solange wie die Prophezeiung sich mit der Rebelle befassen, wenn sie dem Zweck dienen, den Säkula beabsichtigt hat. Die Rebelle, stimmt. Sitze ich hier auf meinem Korallenthron und hab die Rebelle ganz und gar vergessen. Das ist doch schon die Aufgabe für die Oberweltbewohner. Wenn ihr mir gestattet sein wenn's mir gestattet sein möge, o höchste Ehrenwerter, möchte ich von der Absichtliche vom Vater Hai sprechen. Seid ihr immer noch hier, Senitili? Hab ich euch nicht gerade geopfert? Das war Tlisixos, ehrenwerter Ixil-Tetokal. Oh, wie enttäuschend. Na, ich denke, dann können der Sprecher. Ich flehe euch, nicht auf die Worte vom Baron zu achten. Er will, dass er die Rebelle vernichtet, wenn sie doch hier in der Stadt der Höhle so dringend benötigt wären. Unser Zahl schrumpft, ehrenwerter Ixil-Tetokal. Ihr habt viele ins Exil gejagt, die Brutstätte sind leer und es gibt so wenig Weibchen. Kurz gesagt,
Unsere Blutlinie wird immer schwächer. Wir benötigen die Rebelle. Die müssen sich uns anschließen und ihr Blut mit dem unserem vereinen, sodass die Stadt der Höhle wieder erstarken kann. Ich verstehe, was das ja wollt, Zenithili. Ja, das tue ich. Die Rebelle sollten sich uns anschließen. Vom Prinzip her. Die Drow und die Elitide werden jedes Jahr mehr. Ich habe kein Interesse daran, mich in die Tiefe zurückzuziehen. Nee, ich hätte lieber das Herz vom Rebeller. Aber ehrenwerter Ixil-Tetokal. Hervorragend, die Entscheidung, König. Ich hab mal gedacht, dass euch das gefallen hat, mein Baron. Aber ich tue das nicht für euch. Der Rebell wird mit seiner Armee von Verband einmarschieren, wenn sie nicht aufgehalten werden. Also bleibt nur ihr Halbling aus der Oberwelt. Ich bin mir sicher, dass ihr keine Lust habt, der Rasse wie uns zu helfen, aber ihr habt sicher keine Einwände gegen das Ermorden von einigen. Jagt und verfasste Rebelleführer für mich, mein Halbling. Bringt mir sein Herz und ich werde euch mit großen Reichtümer belohnen. Euresgleichen hat keine Einwände gegen Zauberei. Wir haben alles auf unsere Raubzüge. Vieles gefunden, was magisch ist. Ihr könnt es alles haben, wenn ihr mir sein Herz bringt. Alle Hauptpersonen dazu, mein Halbling aus der Oberwelt, auserwählt von Sekola. Wer ist der Rebell? Wo kann ich ihn finden? Oh, der Bestimmte hier ist ein ehemaliger Rivale im Kampf um meine Stellung und ich habe ihn vor Jahren fortgeschickt. Wie war noch gleich sein Name, mein Baron? Prinz Villinati, Prinz Willi Erhabener. Machen wir so, ist einfacher. Richtig, der Willi. Ja, finden die Rebelle außerhalb von der Stadt. Er soll es in keinster Weise mit euch aufnehmen können, so mächtig wie ihr seid, mein Halbling. Ja, komm. Machen wir so, ich werde das Herz überbringen. Gut. Je weniger Rebelle rumlaufen, desto besser. Wenn die Stadt rettet und dafür belohnt wäre. Alle sind glücklich. Außer natürlich der Willi. Und dann seid ihr frei und könnt euch ins Unerreich begeben, wenn das euer Ziel sein sollt. Außer ihr wollt euch nochmal an den Meere probieren, Halbling. Aber jetzt sind fort mit euch Auserwählte. Mich gelüstet jetzt noch Fleisch und der König speist immer alle. Nett. Wahrscheinlich, weil er suddelt wie es Sau beim Fresser. Bevor ihr die Tempel verlasst, Oberwasserwesen, komm bitte zu meinem Tempel. Ich mag nochmals mit euch sprechen. Ich kann euch Dinge mitteilen, die einen Auftrag wesentlich einfacher machen werden. Ja, unser Priesterin wird euch erklären, wie ihr Zugang zum Rebellenlager erhalten. Die Rebellen sind eingesperrt in Magie, müsst ihr wissen. Gehen jetzt und vernichten sie. Wie die sich schon bewegen, so bucklig. Igitt. Was liegt denn hier auf dem Potter? Ah, das ist der ganze Schampel von der Mannschaft wahrscheinlich. Was haben wir dann hier? Königliche Wache, Königliche Wache. Das ist der Baron, der die ganze Zeit ins Ohr jammert. Das ist der König Ixil-Tetokal und eine königliche Wache. Na gut. Dann gehen wir doch erstmal wieder zur Priesterin zurück. Da gibt es nämlich auch einen Händler. Hier müsste der sein irgendwo. Da ist er. Der Highvater wacht. Benötigt ihr die Dienste vom Tempel? Ja, zeig doch mal, was tauscht. Erst einmal gibt es irgendwas zu identifizieren. Jawohl, Silberklinge und Kurzbogensehne. Das ist doch schon mal was. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Gibt es da noch was? Sieht nicht so aus. Nö. Und der Edwin hat auch nichts mehr. Dann gucken wir nochmal vorsichtshalber in den nimmer voller Beutel, ob ich da noch irgendwas reingestopft habe. Nö, sieht nicht so aus. Okay, da haben wir hier noch Gesens Bogensehne, Teil von Gesens Kurzbogen. Das haben wir noch im Heim gekriegt, also in dem Spießrutelauf. Das ist ein Teil von Gesens Kurzbogen. Der mächtige Kurzbogen wurde von dem Meisterbogner Gesen aus Am gefertigt und dazu verwendet, seinen Schöpfer zu töten, als er von den Schattendieben gestohlen wurde. Die Legende besagt, dass der Bogen keine Pfeile, sondern Blitzstrahlen verschießt. Die Schattendiebe wollen den Bogen, damit sie ihn für ihre Meuchelmorde verwenden können, und die verhüllten Magier sind hinter dem Bogen her, um ihn zu studieren. Ja, das wirkt dann den Zauber Blitzstrahl bei jedem Angriff. Das ist natürlich ziemlich geil. Genauso wie das Ding. Teil eines Silberschwerts. Dies ist ein Teil eines Silberschwerts. Dabei handelt es sich um einen magischen Zweihänder, der von den Githyanki verwendet wird und über alle Fähigkeiten eines Schnitterschwertes verfügt. Für die Githyanki ist das Silberschwert eine heilige Waffe. Das Schwert kann einen Gegner mühelos Gliedmaßen oder gar den Kopf abschlagen. Wenn man alle Teile der Waffe fände, könnte man sie vermutlich mittels entsprechender Magie wieder zusammensetzen. Allerdings, und das Ding ist äußerst mächtig. Gerade mal gucke. Ja, das hat eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass man Enthauptung und somit der sofortige Tod hervorruft. Was die für Geräusche machen.
Dieses eklige Schweinegeräusch. Das war zumindest bei... Ja, das können wir alles verkaufen hier. Das war zumindest bei Age of Wonders, hieß das, glaube ich, damals das Spiel. Das war dann der Sound für ein Schwein oder so ein Eber, wenn man dann abgemurkst hat. Ein Spitzbube, stell hebe ich immer vorsichtshalber auf. So. So, dann haben wir hier nichts mehr. Nee. Aber Corgi hat in seinem nimmer volle Beutel ein paar nette Sachen, glaube ich. Gucken wir da gerade mal den mattrosa Ionenstein auf jeden Fall. Speer plus 3, so wie der Kleriker stecken plus 3. Feldharnisch plus 1. Die Stiefel der Diebeskünste kann 8 weg. Malaka plus 2 können weg. Die Pfeile der Durchbohrung sind Schampel. Kurzbogen plus 1. Hellebarde plus 2. Zweihänder plus 2. Flegel plus 2, Lederpanzer plus 3, die Waffe des Fleischers kann 8 weg, genauso wie das Heilungselixier, die Schleuder, Tränke der Unverwundbarkeit, Stabstreitkolben, Kurzschwert, Schuppenpanzer der Asche, Katana plus so Kampfstäbe, Langbogen und ich glaube, das war's dann erst einmal. Esensbogen ohne Sehne, ja, okay. Für 52.000 haben wir jetzt wieder Schampel verkauft. Gerade mal gucke, ob wirklich nichts Gutes dabei ist, was ich verkauft habe. Langbogen, Kampfstamm, Katana, Kurzschwert, bla 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 bla. Ich glaube, das ist wirklich nur Schampel, den ich verkauft habe. Alles klar. Gut. Dann, was hat dann der noch? Moment, Corgi hat hier noch beißende Bolze. Die kann man immer super gut verkaufen, die Dinger. Beißender Bolze, die Gewitterbolze können wir auch verkaufen. Die Kugel plus 2 können wir auch fort. Das ist nichts zum Verkauf, aber da haben wir einiges drin. Da unser Ede das nicht verwenden kann, ist man es eh so verticken. Sonnenfeuer und Ablenkung. Und ein paar Sachen behalten wir einfach in petto noch für Thron des Baal. Monster herbeirufen 3 habe ich ja schon gesagt, das mag ich behalten. Abbild können wir zumindest ends verkaufen. Scheusal beschwören ist 8, Quatsch, Brecher haben wir ja 8. Kettenblitz begrenzt, da wurden schon die Phantomklinge können weg. Und das war's dann auch. Aber ein paar Sachen sollten wir für den Thron des Baal auf jeden Fall noch aufheben. So, dann können wir das Ding nämlich auch jetzt verstauen. Ich würde sagen, das Ding kann auf jeden Fall in unseren nimmervolle Beutel rein. Und dann passt es doch schon mal. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.